Pfingsten ist zwar schon ein Weilchen her, aber das macht den Abfall, der sich am 7. Juni bei einem ökumenischen Gottesdienst im Berliner Dom ereignet hat, nicht besser. Denn er hat es schon wieder getan. Der angebliche Adventistenpastor Dietmar Peschel verneigte sich erneut vor einem Bildnis. Neben dem, dass er dort auch die Predigt hielt, und nicht zu vergessen, ist er ja auch immer noch stellvertretender Vorsitzender des Ökumenischen Rats Berlin-Brandenburgs. Hier das Video. Also dasselbe wie beim letzten Mal. Es hat sich überhaupt nichts geändert. Ich frage mich, wie kann man sich nur vor einem Kreuz verneigen, an dem eine Jesusfigur hängt? Als Katholik okay, denn sie haben ja auch das 2. Gebot der 10 Gebote entfernt. Aber als 7-Tags-Adventisten wissen wir, dass Jesus auferstanden ist. Er hängt nicht mehr an diesem Kreuz, nein, er ist unser Hohepriester im himmlischen Allerheiligsten. Unser Jesus lebt. Ich frage mich, wie man sich als Adventist bezeichnen kann, wenn man in der Ökumene ist. Wie kann man adventistischer Pastor sein und gleichzeitig ökumenische Gottesdienstpredigten abhalten? Von welchem Wein falscher Lehren, oder besser gesagt, wie viel Wein falscher Lehren muss man intus haben? Von was für einem Geist muss man geleitet sein, dass man sich auf solch eine Weise geistlich prostituiert? Und das immer wieder aufs Neue. Habt ihr auch schon das Argument gehört, dass wenn wir in der Ökumene nicht präsent wären, uns ja niemand kennen würde? Doch auf welche Weise wollen wir denn bei anderen Christen bekannt sein? Bisher habe ich nur gesehen, dass von unserer Seite alles unternommen wird, um ja nicht anders zu sein als all die anderen. Doch das hat überhaupt gar nichts mit Mission zu tun. Es ist das Gegenteil von Mission. Naja, kommt darauf an, von welcher Seite man es sieht. Jesu Auftrag erfüllt es auf jeden Fall nicht, vielmehr dient es einem anderen Herrn. Denn unser Jesus ruft die Seinen dazu auf, aus Babylon herauszukommen und nicht Teil davon zu sein. Es geht nicht um uns, es geht um Jesus. Und denkt ihr, Jesus möchte, dass wir der Welt weltliche Liebe geben anstelle von seiner Liebe? Jesus sagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote, und nicht, liebt ihr mich, dann brecht das 2. Gebot und verneigt euch vor Götzenbildern. Ökumene ist das Gegenteil von Mission. Was also ist los mit den Gemeinden in Berlin-Brandenburg? Ist da niemand, der dort dagegen protestiert? Ich weiß nicht, wie aktuell das hier ist, aber anscheinend ist er immer noch ein ordinierter Pastor einer Adventgemeinde. Ist denn wirklich niemandem dort bewusst, dass Ökumene nur dazu da ist, um die Protestanten zurück nach Rom zu führen? Jeder, der da mitmacht, verpflichtet sich dazu, die katholische Kirche als die allein wahre Kirche anzuerkennen. Man verpflichtet sich dazu, andere christliche Gemeinschaften nicht zu missionieren. Und gerade sie müssen wir doch erst recht vor Satans Täuschungen warnen. Wenn also Herr Peschel Teil von Babylon sein möchte, weshalb wechselt er nicht die Kirche? Warum lässt er sich 7-Tags-Adventist nennen? Tut er es, weil es sein Auftrag zu sein scheint, unsere Identität zu zerstören, das, was wir als Adventisten glauben? Unsere Mission, der Welt die 3-Engels-Botschaft zu verkündigen? Ich finde es sehr traurig, dass Leute wie er auch noch von Gottes Zehntel leben dürfen, während sie dies tun. Aber mindestens genauso schlimm ist der geistliche Schaden, der damit angerichtet wird. Und das alles nur, weil man Nächstenliebe auf eine weltliche Weise interpretiert, anstelle davon, wie die Bibel Nächstenliebe definiert. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, sie ersetzt das Gesetz nicht. Die Liebe erfüllt es und hebt es nicht auf, doch viele verstehen es so.
Doch was für ein großer Irrtum das doch ist. Aber dazu mehr in einem anderen Video. Was antwortete Jesus der Samariterin, die ihm gesagt hatte: Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet, und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. In dem Buch Das Leben Jesu lesen wir zu dieser Begebenheit: Geduldig ließ der Heiland der Samariterin bei der Führung des Gesprächs völlig freie Hand. Inzwischen wartet er auf eine Gelegenheit, ihrem Herzen aufs Neue die Wahrheit nahezubringen. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet, sprach die samaritische Frau, und ihr sagt, zu Jerusalem sei die Stätte, da man anbeten solle. Vor ihren Blicken lag der Berg Garizim, dessen Tempel verwüstet war, nur der Altar stand noch. Um den Ort der Anbetung hat es zwischen Juden und Samariten Streit gegeben. Einige der samaritischen Vorfahren waren einst zu Israel gezählt worden, aber ihrer Sünden wegen hat es der Herr zugelassen, dass sie von einem heidnischen Volk überwunden wurden. Schon viele Generationen hindurch lebten sie mit Götzenanbetern zusammen, deren Religion ihre eigene allmählich entstellt hatte. Sie behaupteten allerdings, dass ihre Götzen sie nur an den lebendigen Gott, den Herrscher des ganzen Weltalls, erinnern sollte. Nichtsdestoweniger waren sie so weit gekommen, sich vor Götzenbildern zu beugen. Haben wir es hier also mit modernen Samaritern zu tun, die denken, sie beten Gott an, während sie sich vor Götzen verbeugen? Als der Tempel in Jerusalem zur Zeit Esras wieder gebaut wurde, wollten sich die Samariter den Juden bei seinem Aufbau anschließen. Dieses Vorrecht wurde ihnen aber verweigert, und es entstand bittere Feindschaft zwischen beiden Völkern. Die Samariter bauten sich deshalb ihren Tempel auf dem Berg Garizim. Hier beteten sie Gott an in Übereinstimmung mit den mosaischen Gebräuchen, obgleich sie den Götzendienst nicht völlig aufgegeben hatten. Aber das Unglück verfolgte sie, ihr Tempel wurde von Feinden zerstört. Sie schienen unter einem Fluch zu stehen. Dennoch hielten sie an ihren Überlieferungen und an ihrer Form des Gottesdienstes fest. Sie wollten den Tempel zu Jerusalem nicht als Haus Gottes anerkennen und auch nicht zugeben, dass die jüdische Religion der ihren überlegen war. Dasselbe Problem sehen wir heute. Wir wollen nicht anders sein, und deshalb verleugnen wir unsere Identität, unseren Auftrag. Wir vermischen unseren Glauben mit Götzendienst und beharren noch darauf, obwohl es eigentlich das Falsche ist. Auf die Frage der Samariterin antwortete Jesus: Glaube mir, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Wege noch zu Jerusalem werdet den Vater anbeten. Ihr wisset nicht, was ihr anbetet, wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Jesus hatte damit bewiesen, dass er frei war von dem jüdischen Vorurteil gegen die Samariter. Er versuchte sogar das Vorurteil der Samariterin gegen die Juden zu beseitigen. Während er darauf verwies, dass der Glaube der Samariter durch den Götzendienst verdorben war, erklärte er, dass die großen Wahrheiten über die Erlösung den Juden anvertraut seien und dass aus ihrem Volk auch der Messias kommen sollte. In den Heiligen Schriften hatten sie eine klare Darstellung vom Wesen Gottes und von den Grundsätzen seiner Regierung. Jesus rechnete sich selbst zu den Juden, denen Gott die Erkenntnis über seine Person gegeben hatte. Und zu wem rechnet sich Herr Peschel? Sind uns nicht auch große Wahrheiten anvertraut worden, die wir der Welt verkündigen sollen? Jesus hat der Samariterin die Wahrheit verkündigt. Er ist nicht aus einer falschen Vorstellung von Liebe heraus, er könne ihre Gefühle verletzen, mit ihr zum Altar auf dem Berge Garizim gegangen und hat sich vor ihren Götzen verneigt, nur um ihre Gunst zu erlangen. Oder, aus der heutigen populären Sichtweise heraus von Gemeinschaft und Einigkeit, die Wahrheit hinten angestellt. Es ist an der Zeit für eine Begegnung am Brunnen mit Jesus für diesen Pastor und alle, die wie die Samariter denken, sie können den wahren Glauben mit Götzendienst vermischen. In Psalm 119, Vers 9 steht geschrieben: Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort. Und genau darum geht es, wenn wir Jesus nachfolgen.
Er ist uns alles und daher werden uns andere Menschen auch immer genug wichtig sein, dass wir ihnen nicht schmeicheln, sondern die Wahrheit verkündigen. So wie Jesus das bei der Samariterin getan hat. Und mit Gottes Hilfe wollen wir das auch weiterhin tun. Und dazu gehört es manchmal auch, dass man über solche Umstände aufmerksam macht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hineinzuhören. Ich wünsche dir Gottes Segen und bis zum nächsten Mal bei Ein Licht in der Dunkelheit.